eine wackere Tessinerin. Auf der rechten Seite vom Lago di Maggiore, ganz nahe von der Grenze zu Italien, liegt in einer kleinen, ruhigen Bucht und im Rücken von hohen Bergen geschützt der malerische Ort Brissago. Der Ort ist schon seit langer Zeit unabhängig und hat ungestört wachsen und florieren. Am Anfang vom 16. Jahrhundert haben die Franzosen Oberitalien besetzt und der Papst Julius II. Hat sie mit Hilfe der Spanier, Venezianer, Deutschen und Eidgenossen versucht zu vertreiben. Grosse Kriegsheere sind durchs Land gezogen und haben Städte und Dörfer verwüstet. Auch zu Brissago war man noch mehr sicher und eines Tages hat sich folgende Geschichte ereignet. Eine Barke ist von Cannobio hergekommen und hat in Brissago angelegt. Sie ist von einem Mann mit aller Kraft gerudert worden. Es hat den Anschein gehabt, als hätte er ziemlich brisant. Er ist an Land getreten und hat den Leuten in einer grossen Aufregung erzählt, dass weiter eine grosse Anzahl Ruderschiffe mit französischen Soldaten direkt auf Brissago zufahren. Es seien die gleichen Soldaten, die auch das Dorf Viggiona in Brand gesteckt und den Ort Canero plündert hatten. Mehrere Personen seien dabei sogar ums Leben gekommen. Wer sich in Sicherheit bringen will, der soll das augenblicklich tun und sich besser irgendwo verstecken. Mit besorgtem Blick in Richtung See hat er gesagt: «Sie sind schon dort und ohne die Anstrengung von meiner 2 Armen wäret ihr von den Franzosen überrascht worden.» Diese Nachricht ist natürlich blitzartig durchs ganze Dorf gegangen und die Leute sind schnell herbeigeeilt gekommen. Die Bevölkerung von Brissago war ganz verwirrt und die warnenden Worte vom Barkenführer haben die Unsicherheit von Gefahr und den Schrecken geschürt. In dieser Not ist Margherita Burani hervorgetreten, eine wackere Frau aus Brissago. Sie hat ihre Geistesgegenwart behalten und hat allen Leuten geraten, sich versteckt zu halten und darauf zu achten, dass keine einzige Menschenseele sich blicken ließe. Und tatsächlich hat ihren Rat gewirkt und innerhalb kürzester Zeit sind alle Menschen in ihre Häuser verschwunden. Im Dorf ist es völlig ruhig geworden, wie in der tiefsten Wüste. Daraufhin ist die Flotte gegen Brissago angerudert gekommen und der Anführer hat seinen Soldaten das Zeichen zum Aussteigen gegeben. Die Margherita Burani ist zum Ufer geschritten und der französische Anführer hat von seinem Schiff aus rufend gefragt: «Meine Frau, was ist da für eine Ortschaft da?» «Mein Herr», hat Margherita Burani geantwortet, ohne dabei auch nur ein bisschen Verlegenheit zu zeigen. «Da ist das armseligste von allen Gebieten, die zu Frankreich gehören.» «Was?» hat der Anführer erwidert. «Ist da ein Land, das mit Frankreich befreundet ist?» «Es ist, wie ich euch gesagt habe, der ergebenste Freund von Frankreich, sofern euer Land die Armut nicht als unwürdig erachtet. Denn diese Armut erkennt man schon am Namen von dem Ort.» «Was ist denn der Name von dem Kaff?» «Der Name ist Brissago, was eben die Armut beschreibt, wie ihr sicher versteht.» «Ich verstehe überhaupt nichts. Gib mir eine Erklärung», hat der französische Anführer sichtlich genervt zurückgebrummt. Die Erklärung ist leicht und kurz. Brix bedeutet in der Sprache der Bewohner am See so viel wie splitten. Das steht für den Fakt, dass das Dorf absolut armselig ist und es nichts Wertvolles an sich hat. Und Ago ist das feine Werkzeug, das man zum Nähen braucht. Den zweiten Namen hat man beigefügt, um die Winzigkeit von dem Ort zu veranschaulichen, weil man sie mit einer Nadelspitze vergleichen kann. Also das Dorf ist so mager wie eine Nadel und alles, was man besitzt, könnte auf einer Spitze von einer Nadel Platz haben. Der Anführer hat grosse Augen gemacht und gefragt: «Also sind die Bewohner von dem Dorf Geister, Teufel oder Antichristen, die von der baren Luft leben? Was machen die denn, um sich Bücher zu füllen?» «Auch die Ratten verlassen die Häuser, in denen sie nichts zu beißen finden können», hat Margherita entgegnet. Wegen der grossen Armut in dieser Gegend sei ein Einwohner nach dem anderen weggezogen, in verschiedene Gegenden der Welt. Die wenigen, die noch geblieben sind, würden von ihrem Beruf leben.
Und was treiben denn die Bettler und Galgenstrick? Hat der Franzose misstrauisch zurückgefragt. Sehen Sie dort oben die Felsen und Schluchten, hat Margherita gesagt und mit dem Finger auf den Berg hinter Brissago gedeutet. Von dort holt man das Gräs von den Felshängen, weil das Fech nicht dorthin gelangen kann zum Gräsen. Und leider können nicht alle, die dort raufkraxeln, mit gesunden Gliedern zurück. Weil ein Fehltritt, ein Stein, der ins Rollen kommt, genügt, um sie im Abgrund zu zerschmettern. Glücklich ist darum derjenige, der mit heiler Haut und mit ein bisschen Gräs auf dem Rücken runterkommt. Da wird dann getrocknet und als Bündel auf dem Rücken trägt man es zum Markt, wo es dann verkauft wird. Da ist das Handwerk der Leute von Brixago. Himmel, ist da ein erbärmliches Handwerk, hat der Anführer nicht ohne kleine Anzeichen von Mitleid ausgerufen. Wenn alle Franzosen solches machen müssten, dann wären wir schön dran. Und da weiter vorne, was sind da für Dörfer? Die aufgeweckte Brissagerin hat kaltblütig gesagt, dort ist das Gebiet der Eidgenossen. Der Franzose hat dem Boot ohne weitere Fragen das Zeichen zum Umkehren gegeben. Das ganze Dorf hat mit ängstlicher Ungeduld aus dem Versteck zugeschaut, wie die Boote sich von Brissago entfernt haben. Kaum sind die letzten Barken hinter dem Fels am Ufer verschwunden, sind alle Einwohner vorgekommen und haben sich um die Margherita versammelt. Sie hat dann das ganze Gespräch nochmal wiederholt. Jeder hat die feine List von ihr bewundert und hat dem Giorgio Bazzi zugestimmt, wo der gesagt hat, Brissago verdankt es der Frau Borani, dass es damals von der Plünderung und wer weiß, vor anderem Unheil verschont geblieben ist. Während das ganze Volk fröhlich am Diskutieren war, ist von Ascona her ein Bote gekommen, der gemeldet hat, dass eine Abteilung von bewaffneten Eidgenossen vom oberen See in Richtung Brissago marschiere. Die Margherita hat um Erlaubnis gebeten, ihnen vor dem Dorf entgegenzugehen und hat den Leuten auch das Mal wieder empfohlen, sofort in ihre Häuser zu gehen und sich zu verstecken. Dann ist sie schnell gegangen und ein paar Bürger sind mit ihr mitgekommen. Und nicht viel später ist sie auf die Schweizer getroffen. Eine kleine Schar ist vor dem Hauptheer vorausmarschiert und wo sie der Brissagerin begegnet sind, haben sie angehalten und gefragt, «Woher kommst du, Frau?» «Aus dem Dorf, wo ihr dort seht, meine Herren.» «Wer regiert dort und wem gehört das Dorf?» «Es gehört der Schweizer.» «Dies Dorf gehört also nicht zu der Heiligen Liga vom Papst?» «Doch, ich habe euch gesagt, mein Dorf gehört zu der Heiligen Liga der Eidgenossen.» «Ah, aha», hat der eine der Soldaten, wo offenbar der Anführer war, gesagt. «Also dann haltet du und deine Landsleute uns Schweizer für Heilige. Aber der Heiligen errichtet man doch Altäre. Habt ihr das gemacht?» «Oh», hat die Frau heiter entgegnet. «Ich glaube, sie würden ganz viele Altäre verdienen, wo sie doch auf dem Rüt, bei Morgarten, Laupen, Sempach, Neffels, Granson und Giornico mit so viel Mut für ihre Freiheit gekämpft haben. Die Eidgenössische Liga ist ein Stern, wo inmitten von der Unordnung und der Tyrannei in Europa glänzt.» «Was ist das für ein Dorf, wo du wohnst?» «Es ist ein Dörfli», hat Margherita entgegnet, wo sich innerlich schon wieder gefreut hat, erneut die Gelegenheit überzukommen, den Fremden von einem Besuch von Brissago abzuraten. Es ist ein Dorf, wo nur ein paar Fischer wohnen, die nur dort sind, weil sie halt schon immer dort sind. Fremde würden nicht dort wohnen und alle Neuankömmlinge würden meistens entsetzt flüchten. «Und wieso denn da?» hat der Eidgenoss mit wachsender Neugier gefragt. «Ja, weil sich niemand gerne am Hunger ausliefert. Es ist nur ein kleines Stückchen Land zwischen den Klippen am Ufer, praktisch ohne Erzeugnis. Darum nennt man jene Gruppe von elenden Hütten in der Region auch Brixago. Brix bedeutet dort Land so viel wie da, wo einer Ameise genügen kann, und Ago ist der Spitz von einer Nadel. Die Armseligkeit von dem Dorf wird also durch die Mischung von dem, wo einer Ameise genügt, und der Winzigkeit von einer Nadelspitze verglichen.
Die Rede ist mit so einer Selbstverständlichkeit aus der Margherita ihrem Mund geströmt, dass die Schweizer keine Sekunde an der Wahrheit von dieser Aussage gezweifelt haben. Die Eidgenossen haben so einen guten Eindruck von der Treue von Brissago zu ihnen bekommen, dass sie sich die Mühe haben können sparen, Brissago zu erobern. Und wo sie an die Armut und die Hungersnot von der dortigen Bevölkerung gedacht haben, ist ihnen sowieso die Lust vergangen. Und sie haben lieber irgendwo hergehen, wo es reichlich zu essen hat und grosse Weinfässer stehen. Sie haben sich also ein Weile beraten und haben dann im Dorf ohne weiteres den Rücken gekehrt. Dann sind sie wieder in Richtung Ascona zurückmarschiert, von wo sie gekommen sind. Der Jubel, der an dem Abend zu Brissago geherrscht hat, ist nicht einfach zu beschreiben. Und man hat ein grosses Fest für die Retterin vom Dorf veranstaltet. Tatsächlich ist Brissago nachher nie mehr belästigt oder bedroht worden und hat sich fortan weiter glücklich selber regiert. Die Leute sind froh um die Einfachheit vom Leben und vor allem, um von den grossen Herren der Welt vergessen worden zu sein.